So, ich war heute bei meinem ersten Horgarn da in Neufahren und ich habe zwei ganz junge Musiker gefunden von den jungen Altbayerischen. Und zwar, du bist der Girgel und du bist der Christian. Genau, und ich führe jetzt mit euch ein Interview, es freut mich. Ihr habt gesungen, ihr habt lustige Geschichten erzählt, ihr seid blutjung. Wie alt seid ihr jetzt? Wie alt bist du? So was sagt man nicht. Du bist 21, glaube ich, gell? Ja, noch. Noch, aber bald du bist der Skorpion. Bist du? Nein, bist kein Skorpion nicht mehr, bist schon ein Schütze. Und du bist schon 22. Ich bin definitiv alt genug. Alt genug. Was bist du für Sternzeichen? Das weiß man nicht so genau. Das weiß man nicht so genau. Gut. Wie lange macht ihr denn schon Musik? Miteinander machen wir es tatsächlich schon unser halbes Leben lang. Also 11 Jahre. Und allerdings, ich weiß nicht mehr. Schon. Ja. Wie hat es zusammengekommen? Das ist tatsächlich eine längere Geschichte, aber eigentlich relativ kurz zusammengefasst. Wir sind beide eigentlich überhaupt nicht diese Musikanten, wo wir auf der Bühne heutzutage sind. Wir sind als Playmusikanten groß geworden, beziehungsweise davor noch als Sänger. Da haben jeweils unsere Vater mitgespielt. Aber wir sind über Playmusik zusammengekommen und unser damaliger Dirigent und mein Vater ist dann auf die Idee gekommen, wo gesagt hat, Bum, jeder von euch macht da sowas allein. Probiert es einmal, macht was miteinander. Das hat gefruchtet. Wir haben dann herausgefunden, dass das miteinander Musik spielen unbändig Spaß macht, dass man zu ganz vielen Leuten kommt, dass man in der Bierlaune sehr, sehr, sehr viel Spaß haben kann. Und seitdem haben wir es nicht mehr lassen können. Wie ist das mit den Mädels? Weil es ist ja schon sehr ungewöhnlich, dass zwei so junge Kerle Volksmusik machen. Ja, wie kommt das bei den Mädels an? Wir leben tatsächlich wirklich abstinent. Ah, ehrlich? Nein. Ja, das sagen wir jetzt in dem Video nichts mehr. Sagt's nichts. Nein. Es ist ja einer von euch ist Feuerwehrler, habe ich gelesen. Wer ist das? Ja, das bin ich. Ja, aber du kannst ja sagen, wo hast du mehrere Groupies? Als Feuerwehrmann oder als Musiker? Ich weiß nicht, ob ich das gegenüber meinem Dienstherrn sagen darf, aber sowohl als auch. Sowohl, nehmen wir alles mit. Quasi. Nein, so nicht, aber das kann man ganz schlecht sagen. Nein. Als Musikant lebt man sich schon gut. Ah, das ist ja, aber weil das Publikum ist ja jetzt doch ein bisschen älter. Kriegt sie da auch von älteren Damen Avancen? Wir sagen mal so, das Jung gibt es nicht. Und das Alt auch nicht, weil Hauptsache Puls. Ja. Schmarrn, Gaudi beiseite. Auf einem alten Rallye. Wenn man aber auch als Musikant, wenn man auch als Musikant vielleicht Avancen hätte, aber irgendwann, wenn man die richtige trifft. Habt ihr es schon drauf? Seid ihr jetzt wirklich nur... Da haben wir geschenkt. Dann darf man nicht nein sagen. So ein Mädel, was passt. Oh mein, das ist Jetzt auch dazu. Aber seid ihr es noch zu haben? Ich war tatsächlich nicht so. Du warst nur zum Haben. Der Feuerwehrmann ist noch zum Haben. Und du? Der ist nicht mehr zum Haben. Ich bin glücklich vergeben. Ah, das ist doch auch schön. Wo kommen denn die Liedl her? Schreibt ihr die selber? Es sind teils überliefert, teils ein bisschen umgeschrieben. Selber geschrieben direkt, noch nicht, aber wie gesagt, umgeschrieben, überliefert. Man Und kann die sagen, Geschichten? dass in jedem Stickerl von uns ein ganz gewisses Maß an Handarbeit drin steckt, was wir selber betreiben. Die Geschichten, was wir verzeihen, haben wir auch eine gewisse Anlehnung, aber das ganz Schöne, was uns am besten unsere Auftritte gefällt, und wenn wir in Bayern, Österreich, wo auch immer, bei den Preisen rumkommen auf der, ich möchte jetzt nicht so einen ganzen Wald, aber jetzt eben, dieses Jahr haben wir in Japan gespielt. Ehrlich? Das war schön. Ha, Gut, die verstehen nicht so viel natürlich, aber, da ist wurscht dann, gell? aber das Schönste ist, finde ich, dabei ist einfach auf jedes Publikum individuell zu gehen, zum sehen, okay, ich habe jetzt ein Publikum, ich hole das an dem und dem Punkt ab, ich hole die zu mir, ich hole mir die Aufmerksamkeit und bringe die da und da hin, wo ich sie haben möchte, und das ist eigentlich jedes Mal anders, kein Publikum ist gleich, und sowas ist für mich die Kunst dabei, Kabarett zu betreiben. Das ist, ich hab mir so gedacht, weil ihr habt ein paar Themen angeschnitten, so gerade Kirche.
ihr traut euch da schon was, aber es wird euch auch nicht übel genommen, weil es so nicht überbringt. Also ich war wirklich schwer begeistert von euch. Was hört denn ihr privat für Musik? Wirklich alles Mögliche. Also, klar, ab und zu hört man mal Volksmusik, aber wenn es am Wochenende bei uns schon zu früh wird, nachher von mir heim mit Pop, Rock, alles wirklich. Also, das ist ja nur Quer durch die Bank. Quer durch die Bank. Ja. Noch was? Nein? Vielleicht schneiden wir es doch noch Ja, danach. das war Ja, gescheiter das machen wir vielleicht. Ja. Ha? Wo kann man euch demnächst sehen? Grundsätzlich sieht man uns überall, bloß nie daheim. Fort immer weiter vor, da hat Thomas schon gesagt, wir haben ganz neue Schuhe, die sind aus Fuchsleder gemacht. Die gehen fort bei der Nacht und kommen heim bei der Nacht. Habe ich nicht verstanden. Macht auch nichts. Ja, es wird geschnitten, ja. Nein, euer nächster Auftritt, wo? Der nächste wirklich große Auftritt, wo man uns jetzt live sehen kann oder im Fernsehen. Ja, beides live und im Fernsehen. Der nächste wirklich große Live-Auftritt, die Weinfeste sind dieser leider schon rum, weil im November nicht, Dezember nicht geht's rum. Wir haben uns tatsächlich durch die vielen Auftritte haben wir uns jetzt mittlerweile das Recht rausgenommen, dass wir gesagt haben, okay, der Dezember gehört wirklich uns. Wo wir mal sagen, die Stadezeit, nicht so wie der Karl Valentin gesagt hat, wenn die Stadezeit ist mal rum, dann wird es auch wieder ruhiger, sondern wir haben uns das wirklich zu Herzen genommen, dass wir gesagt haben, in der Stadenzeit fahren wir auch mal an und sagen in der Zeit tatsächlich die meisten Auftritte an. Aber wenn es dann der Januar rum ist, noch Heilig Drei Könige und schön auch die Faschingszeit nicht geht, und vor allem bei uns in Bayern wird ja für die Besuchigen allerhand da, weil wenn der Fasching rum ist, dann geht Stadtzeit los. Dann sind natürlich die Volksmusikanten in ihrer Hochkonjunktur. Gut, und im Fernsehen? Im Fernsehen ist der genaue Termin nicht fix, aber bei der Traude Sieferlinger mit ihren Volksmusikanten, ihren Wirtshausmusikanten, sind wir im Frühjahr zum Singen. Leider ist der genaue Sendetermin noch nicht fix, soweit ich weiß. Aber ihr seid ja schon voll Fame, oder? Ihr seid ja schon voll bekannt. Wie viel seid ihr unterwegs zum Musikspielen? Unterschiedlich. Aber Sagen wir mal so, es langt. Aber habt ihr das normale? Du bist Feuerwehrmann, was bist du? nix. Ich bin hauptprofessionell ein guter Freund. Ah, das ist ein Halbswert. Und wenn ich mal gar nichts tue, dann studiere ich nicht so. Was studierst? Maschinenbau. Maschinenbau. Ja. Wo? Zminger. Ringspiel. Ah, Ringspiel. Ja, gut. Ja, Wahnsinn. Ja, freut mich. Ich finde es auch voll super, wie gesagt, dass so junge Leute dabei sind. Und ihr habt meinen ersten Jahrgang auf jeden Fall um einiges bereichert. Und wer sich für die jungen Altbohrischen interessiert, sie haben eine Website www.d-junger-altbohrischen.de oder auch auf Instagram zu finden. Sie werden auch verlinkt. d.junger.altbohrischen. Genau. Danke. Nein, eine Frage habe ich noch. Dein Bart. Das ist ja dein Signature-Bart quasi. Ist der nur für... Was heißt Signature? Ja, für die Musik. Ach so. Der passt nämlich. Auch zur Musik. Ja, passt ja, gell? Ist der wegen der Musik oder ist Nein, der... der ist einfach, ja, es war blödsinnig der Arbeit, das ist Zeit. Ehrlich? Ja. Bei den Feuerwehrler, gell, haben sie nichts zum Tor sonst. Das heißt Sind Beamte, da kann man gar Ja. nicht weiterreden. Stimmt leider nicht, ne? Aber wenn wir nichts zum Tor haben, dann geht es den Leuten gut. Das ist Ja, sehr, das stimmt. sehr wichtig. Wird der noch größer? Nein, ich habe sie wieder gestutzt, der war schon größer. Ach so. Der wird dann zu wild. Der kitzelt dann nicht voll. So beim Schmusen, gell? Ja, genau. Gut, haben wir das auch geklärt. Gut, ich glaube, jetzt ist alles gesagt. Danke und auf Wiedersehen. Grüß euch, liebe Leute.